E schöne guten Abend von uns alle Guten aus Straßburg und ihr daheim. Herr Görens, als CETA gescheitert? Nach net. Werdet scheitern? Dat muss man aufgesehen los man nach paar Wochen Zeit gehen, respektiv nach Moment, da sind wir op die Europäer am Stand sind zu dem Stoff wat ze aufgemäht hun, ob sie zu dem stehen wat als Mandat der Kommission gehen hat, dafür mit Kanada zu verhandeln. CETA ist un accord commercial et d'investissement zwischen der Europäischen Union an Kanada, wird zu rappelieren. Im Moment scheitern wir an der belgischer Unfähigkeit für einen Akkord zu gehen. Tegen am Funge de großen europäischen Treaty, die für Europa wichtig ist, auch für Kanada von einer Region blockiert, lebt das am System falsch? Es lebt etwas am belgischen System nicht so, wie wir gemeint hatten, weil es Artikel 133, den erlaubt, sämtliche Komponenten die Verhandlungen zu suivieren. Belgien sind auch daran, alle nationale Regierung kann een delegieren an den Komitee oder pur. Die sie während der ganzen Zeit, wo negoziert wird, das hat bis 4,5 Jahre gedauert. Da gewesen, dünner sind eine ganz paar die Verbesserungen kommen, die von der Société Civile angeklagt wurden, auch vom Europaparlament. Es schon auch eine ganz paar von den wesentlichen Forderungen, die von der Société Civile moniert wurden, gesagt, das auch notzulesen. Am Verbatim von den Sitzungen vom Europaparlament unter anderem was Schiedsgerichter anbelangt. Für mich ist das eine absolut rote Linie, wenn die Schiedsgerichter nicht an der öffentlichen Sphäre angesiedelt sind, dass das für mich nicht akzeptabel ist. Das ist ein Beispiel für zu sagen, dass ich aber mitgehen ist, für auf Denksten, auf Präoccupationen von den Leuten anzugehen, von denen, die dagegen demonstriert, was das elementärste Recht ist. Et wie vermessen fir ze soun, Politik het schnippe méiier fir effektiv Antworten op pertinent froh vun Leiit anzugoen, an déo an dem Sinn ze lesen. Et sinn vorgemet gin Niveau vun nationale Parlamenter, fir d Regierungen fir hun Kommissionen ze zitieren, fir hun Deutschpolitische Kommission zum Beispiel Lützeburg zu zitieren, an ze so hey, bin pu bedenken ram van skrif aus. Dunne komme zu enger net Renegociatioun, méi awer e Gespräch mat Kanada fir ze gucken, wie einzel Artikeln vun dem ganzen Akkord missinterpretiert gin. Am Frühjahr hat die Kommission dezidiert, dass es eben nicht nur Kompetenz von der EU ist, sondern ein Mixed Agreement. Das bedeutet am Anfang, dass alle Memberstaaten einzeln darüber dezidieren müssen. War das eine gute Decision in Bezug auf die letzten Developmenten? Also die Juristen, die der Kommission geraten haben, für darüber zu gehen, dass sie nicht selbst wie die Kommission aufgeraten hat, für darüber zu gehen. Es war eine politische Decision von der Kommission, für zu sagen, wir machen ein Mixed Agreement daraus. Kann den Lohe lang epilogieren und immer mit den Akkorden besteht aus paar Teile. Den einen, das ist den reinen klassischen Handelsakkord. Da geht es darum, für Barrieren tarifär und non-tarifär aufzusetzen. Das heißt Zöll. Die Suen, die muss bezahlen, um ein Produkt auf den Markt zu kommen, die gehen Männer, die gehen auf Null, respektive die tendieren zu Null in den nächsten Jahren. Das ist der klassische Teil vom Handel. Und da gibt es einen Teil Investimenten. Und da gehen auch nach Teile von der Kulturpolitik tangiert. In dem Sinn, wie da Disziplinen oder Teile von der Politik Angang fanden an den Akkord, die normalerweise im europäischen Plan Dynamitéit freit, ist es auch normal, dass die Memberstaaten dazu müssen ihren Akkord gehen. Wenn die Memberstaaten ihren Akkord gehen, ist es also erstens zum Handelsakkord. Da ging es theoretisch mit einer qualifizierten Majorität. An die Teile, die aber Objekt sind von Politiken, die auch an der Europäischen Union an den Entscheidungsprozessen Dynamitéit verlangen, die müssen noch Dynamitéit tun. Weil die zwei Elemente, die zwei Kategorien von Elementen, die vermischt sind, gibt es ein Akkord mixed, das heißt, die Memberstaaten müssen dem zustimmen. Das ist ja auch so, dass nicht nur die Wallonie als Region ihre Probleme hat mit CETA, aber generell gesagt, eine immens große Unzufriedenheit von den Bürgern dabei, was CETA angeht, aber auch was TTIP angeht.
Hat die EU ein Kommunikationsproblem, weil bei CETA, wie ihr gesagt habt, gibt es viele Konzessionen, es gibt Sachen geändert, könnt ihr das nicht un. Also die EU hat ein Kommunikationsproblem an dem Sinn, dass alles das, was sie versucht, rüberzubringen, nicht kommt. Weil auch gut Argumente, die die EU kann an die Welt führen, gehen von einer Partei nicht geglebt. Wir müssen vielleicht darauf einigen, dass wir erstens einen Faktencheck machen, was als geschieht, inwieweit sind die Fakten, die aber auch können von Politologen oder von Wissenschaftlern, die etwas von Kommerz verstehen, inwiefern können die Fakten de Leiit rüberbrucht gehen. Ich meine, wie auch gut, wenn nicht einem Politiker den Akkord erklären, wie auch Leute, die ganz neutral sind, Universitätsprofessoren zum Beispiel, oder Experten, die an der Presse finden, da finden die Leute, die können nochmal die Überzeugung etwas rüberbringen an dode Relais, wo die Politik versucht wird. Ich meine, die Operation Verité ist bis jetzt nicht geschieht. Ich bedauere das zunächst, weil es kann nicht sein, dass die an denselben Tatbestand zwei diametral opposierte Meinungen bestehen bleiben. Das ist schlecht für die Demokratie. Da gehen dann immer Leute raus, die sich frustriert, weil sie selbst nicht rüberkriegen, die sich frustriert, weil das, was sie Mengen schon ewig gesagt sind, das wir nicht immer selbst. Der Kommerz, den Verhandlungsprozess über das CETA, das ist nicht statisch ist, das ist nicht, was nur von refugiert ist, das permanent bougiert wird. Lo haben wir den Outcome, wir wissen, wie der Ausgang ist. Und ich meine, dass den ähnlich das wie am Anfang war. Ich meine auch, dass die Interpretationen über die sich bemüht gehen, wo Leute ganz viel gestritten haben, wo die Politik sich ganz viel angemischt hat, für die Leute die Assurance zu gehen, die sind Bestandteil von dem ganzen Vertrag mit den Dispositionen plus Interpretationsmöglichkeiten, die nur der Konvention von Wien über die Verträge, ich meine die Interpretationsmöglichkeiten oder die Interpretationen, die an einer Deklaration additionell rankommen, die sind auch Bestandteil dann von der Rechtsprechung der Gerichte, die über die Ausführung von dem Akkord tranchieren, die können das, was an die Zusatzdeklaration kommt, nicht ignorieren. Insofern ging ich so schon gesagt, dass ich einen politischen Prozess gesehen habe, wo sich so viel bemüht gehen ist. Von politischer Seite jedenfalls, von der Kommission, von den Verwaltungsapparaten für die Leute auf hier frohen etc. Das ist kompliziert, wenn ihr nicht wild verstehen, mengenisch bleiben am Endeffekt Männer inkonnuen, Männer problematische Interpretationsmöglichkeiten, wie das Moment der Fall ist. Ich sehe über den aktuellen Zustand von der Meinungsbildung nicht ganz zufrieden, weil ich meine, dass der Vertrag besser ist wie die Interpretation, die gemäht wird. Ich meine, das ist noch so ein gutes Schlusswort. Nach einem schönen Abend und nächsten Bausen.